Hallo und herzlich willkommen zu der Crew, dem Online-Rennspiel in der Beta-Phase. Wir wurden hier gerufen, da hinzufahren. Mal sehen, was hier so passiert, was das für ein Event ist. In der letzten Folge haben wir unseren Auto getuned und heute geht es doch mal richtig los hier. Solo. Coop-Modus gibt es noch nicht. Das ist vielleicht ein Tipp dann auf die Crew selbst, ne? Wenn du eine Crew gründest, kannst du diese Rennen im Coop-Modus fahren. Und mal sehen, bin ich gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis jetzt sieht es hammermäßig aus. Gut, sieht aus, als wäre es ein Autorennen. Was für eine Überraschung. Okay, der fährt uns da vorne ein bisschen davon, aber den holen wir schon hier. I'm not helping you take down the whole 510s. I'm interested in dirty cops and murderers, and that's it. Speaking of murderers, we're putting Shiv away for life. You kill him, you're back in that cell. Das da vorne ist übrigens der Nissan 370er, den ich darauf verzichtet habe, weil wegen Aussehen und so. Sonst bin ich schon eher der Tuner, aber jetzt habe ich mich für den Ami entschieden. Und den haben wir doch jetzt schön stehen gelassen. Oh. Alter, das ist ja extrem wenig Vorsprung. Und der ist jetzt auch gleich weg. Oh, 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 oh. Entschuldigung, nicht überholen, du Scheißkerl. Oder vielleicht ist es auch nicht sie. Ja, so wie die fährt. Checkpoint. Ist ein Autorennspiel, man weiß, Autorennspiele sind nicht immer gerade die spannendsten Let's Plays vielleicht, aber ich möchte es natürlich trotzdem extrem spannend hier machen und weil es ja eine Beta-Phase ist ja auch was Spezielles. My crew? Your crew. Appointment only as good as the team that stands behind him. Also ich bin nicht gerade der Hirsch im Englisch, falls ich mal was falsch verstehen sollte, dann lacht mich ruhig aus. Jo. Und falls ich was Falsches sage, korrigiert mich ruhig. Ich weiß es. Huch, mein Wagen, der sieht nicht mehr so toll aus. Och, du Heilige. Okay. Gut, schon wieder wie neu, fast. Ja. Okay, haben wir doch gut wir haben es gut überstanden, unser Wagen wohl eher weniger. Eine Bronze und wir haben Level 2 erreicht. Sehr schön. Haben wir jetzt ein Teil freigeschaltet. Und das können wir jetzt einbauen. Ja, super. Und wir haben gleich wieder XP bekommen und kommen Level 3 schon ein bisschen näher. Okay, you pass. In here. I think you're gonna like this place. City Parking. Wie gesagt, wir sind hier in... jetzt hab ich vergessen. Nice. In Detroit, der Stadt für Autos. Der Autostadt. Hier beginnt die Geschichte. Oder die Karriere. Not, this is home for the foreseeable. Here, I've been laying out the basic intel so far. The 510 Motor Club. What started as an illegal street racing club has over the last 5 years developed into a sophisticated gang network, with chapters in every state. Boosted cars go southwest. Ich habe die Track gesagt, oder? Contraband comes back northeast. In short, if you can fit it into a road vehicle, the 510s are smuggling it. Our two targets. FBI Special Agent Bill Coburn. We know he's fallen from grace. We just need the proof. And Dennis Jefferson, aka Shiv. Together, they've transformed the 510s. Coburn provides introductions and protection from law enforcement, while Shiv does the wet work. The 510s denote rank with tattoos. Shiv's the king, the V8. Infiltrate the 510 Motor Club. Earn your ink and climb its hierarchy. Nicht schlecht. You find the evidence I need to put Coburn away, and we'll take Shiv down with him. You'll need a pledge from a chapter head to get your first 510 tattoo. Make your rep on the local circuit, get on that ladder, and don't stop until you reach Shiv. Alles klar. Es gibt I'm also... set up in here where you can manage your perks.
Upgrades for your cars and abilities. Das hier The ist more you progress, the more unsere... perks you can equip. Here's your collection board. You'll find one like it in every dealer and tuner. Das findet man The auch board im lets you manage your Autotuner, cars genau. and their specs. It also gives you quick access to all the dealers and tuners in the world. Gut, In das... your HQ workshop, you jetzt can hör doch install mal auf parts zu you've bought at a tuner, as well as those you've won by completing missions. It's essential to install the best parts you have to improve your ride's car level and performance. You can also customize your ride with paints, decals, and cosmetic parts. Any damage you sustain can also be repaired in the workshop. Alles klar. Gut, hast jetzt fertig geredet. Also das hier ist unsere Garage. Hier können wir Autoteile installieren, die wir anscheinend auch gewinnen können. Da unten sieht man eine Übersicht der Stärken. Gold ist sicher am stärksten und dann sieht man auch noch, gibt es auch noch Level. Ab gewissen Levels bekommt man die und die. Man kann das Fahrzeug hier auch personalisieren, anmalen, Stickers draufkleben und reparieren, wenn es denn kaputt Schrott ist. Unser sieht noch ziemlich schön aus. Da hier nochmal das Collector-Teil, was ich vorhin mal in der letzten Folge erklärt habe. Hier ist anscheinend das eigene Profil. Da sehen wir die Aufgaben. Was ist ein Kitcar? Okay, da müssen wir zuerst Teile finden. Da, wie gesagt, Daten, so. Ah, sind das Personen oder wie? Ah, halt! Das ist die Geschichte. So, jetzt komme ich draus. Das heißt, die kann ich euch eigentlich zeigen. Eigentlich, was bisher passiert ist. Muss ich mir noch überlegen. So, hier ist das eigene Profil, oder wie? Okay, haben wir FBI-Gun. Ich bin eher undercover oder so. Verstehe ich das richtig? Das haben wir, okay, das ist alles. Und beim Wagen, oh, warte mal, eins zurück. Vielleicht kann man da ja schon mehr machen. Ne, ist nicht im Moment nicht da, verfügbar, auch egal, wir gehen schnell aufs Auto. Ah ja genau, hier haben wir das wieder und reparieren. Kostet das was? Ja, das kostet, reparieren kostet etwas, aber das war nicht gerade viel. Gut. Oh. Okay. Was genau? Gratulation, du hast den Crew-Prolog vervollständigt. Bitte warte, bis die Installation fertig ist. Oh. Ja, das Spiel, das installiert im Moment noch im Hintergrund und wir sehen hier, es ist bei 60%. Ich dachte, ich beginne schon mal, bevor es ganz fertig ist. Aber das heißt ja, ich kann euch jetzt zeigen, was denn bisher passiert ist. Und zwar hier so. Gut, die erste Filmszene Play, oder wie sagt man so, Spiel ab. Hey, bro. I need a ride. I got you. Everything all right? Fine. Let's go. Dann sind wir hier von abgefahren, ich glaube sogar Polizei, wir müssen von der Polizei flüchten und konnten die dann abhängen und kamen dann zu einem Kollegen von ihm oder Kollege, ich weiß nicht, das sah nicht wie ein Kollege aus und da passierte das hier. Was klickt denn das im Hintergrund? This is the guy. Stay low.
das passierte hier. Die Polizei kommt. Wir können unserem Bruder leider nicht mehr helfen. Und die Polizei, der wer auch immer das ist, hat gerade das Gefühl, dass wir ihn ermordet haben. Er nimmt uns fest. Got a gun. Well, that ain't mine. This one's dead. Jo, und dann könnt ihr euch vorstellen, dann kamen wir in den Knast. Aber jetzt, was ist denn das, was da so merkwürdig liegt im Hintergrund? Ich weiß nicht. Aber ich zeige euch jetzt noch die dritte Szene von Zoe. Hello, Ja, Alex. in 15 My name's Minuten Zoe. ist fertig, da wie man oben lesen kann. I think we can help each other. Und links kennen wir sicher. You know these guys, right? Das Lied ist eine Of course you ziemlich do. hübsche Dame One da. killed your brother, the other framed you for his murder. Aha, der eine hat also seinen Bruder umgebracht, der andere seine Mutter. Here's the deal. I want this guy. Special Agent Coburn, he's dirty. All I need is proof. And you want this guy, Dennis Jefferson, aka Shiv, leader of the 510 Motor Club. I'm in. You've got 8 more years in here. We can wipe that slate clean, clear your name. I said I'm in. Okay. You're hereby working for the Federal Bureau of Investigation. I got nothing against being on the right side of the law. There's a ride in the shop across town. I'll be in touch. I'm keeping this. Whatever Gut. makes you say. Und das war dann auch die letzte Szene von dieser Story, die wir hier gesehen haben. Und ja, mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Wie gesagt, ich muss jetzt leider auch beenden, denn das Spiel wird anscheinend in gut 10 Minuten heruntergefahren. Die Server werden abgeschaltet oder was auch immer. Naja. Ich bedanke mich hier schon mal. Warte, wir gehen zurück zum Auto. Raus können wir jetzt nicht mehr, weil das stand schon vorhin. Sind wir froh, dass wir in der Garage sind. Ich bedanke mich auch noch einmal hier fürs Zuschauen, dass ihr mit dabei seid, hier bei diesem Beta-Test von The Crew, diesem Rennspiel vom Hause Ubisoft. Und ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, liken, auf Facebook vorbeischauen, immer der gleiche Kram hier. Jo, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis dann, tschüss.